Schön. Danke, Raffi, für die Einleitung und dass du mir den Titel nicht gestohlen hast. Das Thema von heute ist, und der Titel von der Predigt ist heute, wenn Leitungspersonen enttäuschen. Genau, ich habe ein Beispiel mitgebracht auf die Bühne. Nein. Ich weiß nicht, ob du in der kirchlichen Szene aktiv informiert bist, was so läuft weltweit in der Kirche. Aber ich habe das Gefühl, bald jedes Jahr oder jedes Jahr 2-3 Mal kommt irgendwie aus, wie eine Leitungsperson moralisch gescheitert ist. Gerade kürzlich ist wieder ein Bericht von einer Person und das ist etwas, was sich durchzieht in allen Denominationen. Das ist etwas, was sich in der katholischen Kirche findet, in der reformierten Kirche, evangelischen, in Freikirchen, Pastoren, Priester, Pfarrer, wer auch immer. Und es kommt etwas aus von dieser Person, wo uns desillusioniert zurücklässt. Man hat das Gefühl, was, das ist passiert? Und irgendwie durch die ganze Social Media und wie unsere Medien heute funktionieren, überrascht es mich fast gar nicht mehr, oder? Weil der auch noch und der auch noch. Und wenn so etwas rauskommt, ist oft Entrüstung gross, oder? Es gibt einen medialen Shitstorm auf Social Media, werden Steine aufgehebt und man wird, es kommt Schmerz auf und so weiter. Und wir haben das Gefühl, was da hat das gemacht? Manchmal ist es ja so, dass eine von den Leitungspersonen stirbt und erst im Nachhinein kommen Personen führen mit Anschuldigungen, Frauen, die Missbrauch erlebt haben, was auch immer. Und eine Welt bricht zusammen. Manchmal ist es so, dass die Kirchen oder die Firmen oder was auch immer, und wo die Personen vorgestanden sind, zusammenbrechen, Imperien brechen zusammen. Und ganz tragisch ist es, weil die Personen so einflussreich sind als geistliche Leiter und viele Menschen haben auch ihren Glauben zu verdanken diesen Personen, dass denen der Glaube von diesen Leuten in der Kirche wie auch verloren geht und ins Bodenlose geht. Man ist desillusioniert, enttäuscht und eine Welt zerbricht. Niemand von uns wird gern desillusioniert. Niemand von uns wird gern enttäuscht. Weil dann bricht eine Welt zusammen, wie gesagt, das Vertrauen bricht oder etwas, was man angenommen hat, ist nicht so, wie man gedacht hat. Aber wir haben es mehrmals in dieser Serie gesagt, enttäuscht zu werden ist eigentlich etwas Positives. Es ist zwar etwas Schmerzhaftes, aber wenn du enttäuscht wirst, dann wirst du eine Täuschung los und du erkennst jetzt die Wahrheit. Und lieber, du kennst die Wahrheit, es macht ein bisschen weh, als dass du einer Täuschung oder einer Illusion nachgegangen bist. Und ich habe es vor 2 Wochen provokativ gesagt und ich mache es nochmal. Jesus enttäuscht dich gern. Hast du das gewusst? Jesus tut uns gern enttäuschen. Weil es heisst, dass Jesus uns in alle Wahrheit hineinführt. Und das ist nicht immer angenehm. Das ist nicht immer angenehm, wenn einem die Schuppen von den Augen fallen, wenn man plötzlich die Wahrheit erkennt, weiss man gleichzeitig auch, was man alles falsch geglaubt hat und welche Illusionen man nachgegangen ist. Aber es ist gut für uns. Er enttäuscht uns gern, weil, das ist natürlich provokativ formuliert, ihr versteht mich hoffentlich richtig, aber er enttäuscht uns gern, weil er will, dass wir reif werden im Glauben. Er will, dass unser Glaube reif wird. Und ich will auch, und ich wünsche mir für dich, dass du einen reifen Glauben hast. Ein Glaube, der auch dennoch beständig ist, wenn dein Pastor fehlt und crasht. Ich möchte, dass du einen Glauben hast, der dann auch noch besteht, wenn unsere Kirche crasht und nicht mehr da ist. Und keine Angst, wir haben das nicht vor oder so. Das ist nicht unser Ziel, aber ich möchte, dass wir alle, ich wünsche mir das auch für mich persönlich, dass wenn bedeutende Personen, die unser Glauben geprägt haben, crashen, dass unser Glaube trotzdem
Bestand hat. Und wegen dem schauen wir eine weitere Person an in dieser Serie. Wir schauen 4 Personen an, die auf ihrem Weg mit Jesus eine Desillusion erlebt haben. Und heute schauen wir den Petrus an. Der Apostel Petrus. Und ich bin überzeugt, an seinem Leben können wir lernen, was es heisst, einen reifen Glauben zu entwickeln. Wer war der Petrus? Der Petrus war einer der 12 Jünger von Jesus. Und er gilt nach der Auferstehung vor allem und dem Tod und Auferstehung von Jesus, ist er wie der Hauptapostel von den Aposteln. Er ist der Erste, er ist der Leiter der ersten Kirche, er ist die Autorität schlechthin. Er ist bekannt für seine kraftvollen Predigten, er ist bekannt für seine Wunder, die er vollbracht hat. Er ist der, der schlussendlich gestorben ist für seinen Glauben. Das sind außerbiblische Quellen, die uns bezeugen, dass er in Rom gestorben ist als Märtyrer. Für seinen Glauben ist er gekreuzigt worden. Und als er gekreuzigt wurde, hat er gesagt, ich möchte nicht gekreuzigt werden, so wie Jesus gekreuzigt wird, sondern auf dem Kopf. Und dann haben sie ihn auf dem Kopf gekreuzigt, weil er gesagt hat, ich bin nicht würdig, so wie mein Meister Jesus gekreuzigt wird. Also, das ist, man kann sagen, der Superstar von allen Aposteln gewesen, der Hauptapostel, die Autorität von der ersten Kirche. Und doch ist er nicht fehlerlos gewesen. Im Gegenteil. Der Petrus hat richtig gefehlt. Er ist richtig gecrashed. Er war derjenige, der Jesus verleugnet hat. Und wir kommen gerade auf diese Szene zu sprechen. Aber bevor wir über seinen Hauptfehler reden, möchte ich kurz über die positiven Sachen von Petrus schwätzen oder über seine Charaktereigenschaften. Weil ich liebe den Petrus. Das ist mein Lieblingsjünger. Das ist jetzt wirklich ein super Typ. Wenn du lesest von Petrus, er ist bekannt dafür, für seine Unverblümtheit und Direktheit. Er ist der, der immer das sagt, was ihm in den Sinn kommt. Ob es passt oder nicht. Kennst du so Leute, die immer sagen, was sie denken? Nicht? Gut. Es gibt so eine lustige Szene. Einmal ist er mit dem Jakobus und dem Johannes, hat das Privileg gehabt, mit Jesus auf den Berg raufzugehen, auf den Berg von der Verklärung. Und Jesus, es heisst, verwandelt sich, es kommt seine Herrlichkeit, er glänzt, er wird weiss, der Mose und Elia erscheinen. Oder? Eine unglaubliche Szene, ich möchte es vorlesen, Markus 9, 6-2. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Und seine Kleider wurden glänzend, ganz weiß, wie kein Färber auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose und sie redeten mit Jesus. Und eine unglaubliche Szene, wo eigentlich du dich sprachlos zurücklässt. Und dann heißt es im nächsten Vers, da ergriff Petrus das Wort, typisch Petrus, oder? Und sagt zu Jesus, Rabbi, es ist schön, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. Ich liebe das. Komm, wir machen 3 Hütten, Jesus, eine für dich, eine für Mose. Denn er wusste nicht, was er sagen sollte. Oder? Es ist wie so, es ist ein stiller Moment und der Petrus hat gedacht, jetzt müssen wir etwas sagen. Okay, komm, wir machen 3 Hütten, oder? Das ist so eine gewaltige Story, weil Jesus geht überhaupt nicht auf das ein, was der Petrus sagt. Es geht einfach weiter in der Geschichte, kann man sich vorstellen, Jesus sagt, Petrus, oder? Und macht weiter, oder? Und in allen Berichten von Petrus wird deutlich, und das ist das, was ich so mag an ihm, er ist mega leidenschaftlich. Er ist leidenschaftlich, möchte er Jesus nachfolgen. Und das macht er auf so eine impulsive Art und Weise. Und wegen dem erlebt er auch mehr als die anderen Jünger, oder? Weil er so direkt und impulsiv und immer Vollgas ist, erlebt er auch mehr. Oder? Er ist derjenige Jünger, wo alle 12 auf dem Boot sitzen und Jesus kommt übers Wasser, ist er der aus dem Boot rauskommt und sagt, Jesus, wenn du bist, komm ich aus dem Boot. Und Jesus sagt, okay, komm. Und Petrus kommt auf dem Wasser und kommt ins Wasser und läuft auf dem Wasser. Das ist ein Wunder, oder? Und einen Moment später schaut er auf die Welle und sauft ab. Und das ist so
eine exemplarische Geschichte, was das Leben von Petrus verdeutlicht. Weil der Petrus hat oft ein Riesenhoch, oder? Er erlebt eine Riesensache, ein Wunder und kackt gleichzeitig leidenschaftlich rein und sauft ab. Mit dieser Leidenschaft, die er Erfolg hat, crasht er auch. Das ist so exemplarisch. Zum Beispiel sagt auch Jesus, hey, ich bleibe dir treu bis ans Ende, oder? Wir lesen gerade von dieser Geschichte im Garten Gethsemane. Ich bleibe treu bis ans Ende. Und im nächsten Moment zieht er sein Schwert und haut dem Knecht vom Hohenpriester das Ohr ab, oder? Und Jesus sagt, Petrus, wenn du mir willst treu bleiben, dann steck das Schwert zurück. Der das Schwert zieht, stirbt durch Schwert und so weiter, oder? Und es ist wieder so ein Moment, wo er, ja, und mega leidenschaftlich, aber er verkackt es, oder? Er versteht oft mehr wie die anderen Jünger, er hat mehr Einsicht von Gott, er hat Weisheit bekommen von Gott. Und dann, einen Moment später, merkst du, er hat es überhaupt nicht verstanden und Jesus muss ihn mega zurechtweisen. Und es ist vielleicht wegen dem kein Zufall, dass Jesus ihm einen Spitznamen gibt. Petrus ist sein Spitzname, das ist ja nicht sein richtiger Name. Sein richtiger Name ist Simon Bar Jona. Also Bar heißt Sohn, Simon, der Sohn von Jona. Ich möchte euch die Szene vorlesen, wo Jesus ihm einen Spitznamen gibt. Matthäus 16, 15 bis 18. Jesus fragt sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Er fragt das alle 12 Jünger. Da antwortete Simon Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Also du siehst, der impulsive Petrus, er ist der Erste, der sagt, oder? Er geht rein, oder? Da entgegnete ihm Jesus, selig bist du, Simon Bar Jona, Sohn des Jona. Denn nicht Fleisch und Blut hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir, du bist Petrus. Oder im Griechischen steht Petros. Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Tore des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Petros heißt Stein. Jesus nennt ihn Stein oder Fels. Und er gibt ihm einen Spitznamen und sagt, du bist ein Stein. Du bist ein Fels. Und auf diesen Fels baue ich meine Kirche und das Totenreich wird keine Chance haben gegen das. Und ich weiß nicht, welchen Spitznamen du dir wünschen, wenn Jesus dir einen Spitznamen gibt, oder? Aber Fels ist jetzt schon nicht mega schlecht. Oder? Das ist jetzt schon... Ich kann mir richtig vorstellen, wie sich der Petrus gefühlt hat in diesem Moment. Jesus nennt mich Fels. Jesus nennt mich The Rock. Oder? So hat er sich wahrscheinlich gefühlt. Oder? So hat es wahrscheinlich ausgesehen, wo der Petrus übers Wasser gelaufen ist. Ich bin der Rock, ich bin der Fels. Oder? Und auf mir baut er seine Kirchen. Oder? Nicht einmal das Totenreich hat eine Chance. Und jetzt passiert, was typisch ist für einen Petrus. Ein Riesenhoch. Er bekennt Jesus als Erster, als Messias und Sohn Gottes. Und dann ein Riesenfall. Ein paar Verse später, das ist jetzt im gleichen Gespräch, Jesus lobt ihn, das hat dir nicht ein Mensch offenbart, sondern Gott höchstpersönlich. Ein paar Verse später, im Vers 15 bis 18, im gleichen Kapitel, heißt im Vers 21 heißt es, von da an begann Jesus seine Jünger darauf hinzuweisen, dass er nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten vieles erleiden und dass er getötet und am 3. Tag auferweckt werden müsse. Dann nahm ihn Petrus beiseite und fing an, ihn zu beschwören. Impulsiv wie Petrus. Das möge Gott verhüten, Herr. Niemals soll dir das geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, fort mit dir, Satan, hinter mich. Du willst mich zu Fall bringen, denn nicht Göttliches, sondern Menschliches hast du im Sinn.
von der Rock zum Satan. Oder? Das ist so der Weg von der Karriere von Petrus. Er ist der Fels und jetzt sagt Jesus, hau ab, Teufel. Und der Petrus erlebt seine erste Desillusionierung, seine erste Enttäuschung. Oder das mit dem Rock und dem Messias, das findet er eine gute Sache, aber dass der dann muss sterben am Kreuz und auferstehen, das findet er eine schlechte Sache. Und das kann nicht sein. Und Jesus muss ihn brutal zurechtweisen und sagen, hey, die Gedanken sind menschlich und nicht von Gott. Und ich möchte euch auf ein Detail hinweisen in dem letzten Satz, wo dort steht, Jesus sagt, du möchtest mich zu Fall bringen. Und das Wort, das dort gebraucht wird, zu Fall bringen, ist das Wort, kommt vom griechischen Wort Skandalizo. Skandalizo. Und dort haben wir das Wort her Skandal. Oder? Das ist das, wo wir daraus ableiten, oder skandalös und so weiter. Und wieso hängt das miteinander zusammen? Wenn du etwas skandalös findest, nimmst du Anstoß an dem. Und das ist wie, als würde Jesus sagen, du wirst mir zum Stolperstein. Du wirst mir zum Stein, wo ich drüber stolpere. Du möchtest mich zu Fall bringen. Du möchtest, dass ich Anstoß nehme und drüber gehe und stolpere. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesus hier mit dem spielt. Er nennt ihn Fels und nachher sagt er, du wirst mir zum Anstoß, zum Stolperstein. Du, Petrus, hast das falsch verstanden mit dem Stein. Du denkst immer noch, Gottes Kraft setzt sich mit Gewalt durch. Und ganz radikal sagt Jesus, das ist eine teuflische Perspektive. Du willst mich zu Fall bringen und mich abhalten, dass ich mein Leben hingebe am Kreuz. Petrus, du hast den Skandal vom Kreuz noch nicht verstanden. Du hast den Stolperstein vom Kreuz nicht verstanden. Du hast den Anstoß, der dort hervorgebracht wird, nicht verstanden und willst mich davon abhalten. Oder? Ich liebe den Petrus. Er ist impulsiv, direkt. Er versteht manchmal etwas nicht und dann wieder komplett doch oder umgekehrt. Er ist aber leidenschaftlich. Und jetzt möchte ich über seinen grössten Fehltritt oder seinen grössten Fehler, seine grösste Schuld reden heute Morgen. Der Petrus ist der, der Jesus verleugnet. Jesus wird verhaftet und der Petrus folgt ihm in den Vorhof vom Hohenpriester, wo Jesus verhört wird. Oder? Und er ist dort am Feuer und wartet in dem Vorhof, während Jesus verhört wird. Und dann wird er erkannt. Eine Frau steht am Feuer und sagt, hey, du da, wo du hockst, du gehörst doch auch zu dem Jesus. Und der Petrus sagt, nein, sicher nicht. Oder? Ich kenne Jesus nicht aus Angst, oder? Weil er hat Angst, dass ihm das Gleiche droht, was Jesus am passieren ist. Und 3-mal fragen sie ihn, du gehörst doch nicht. Doch, du gehörst zu Jesus, sagen sie. Oder? Und dann heisst es, der Petrus fängt an zu schwören und fluchen und er sagt, ich kenne den Jesus nicht, lasst mich in Ruhe. Und in dem Moment, nachdem er ihn 3-mal verleugnet hat, hört er, wie der Hahn kreit. Ein Gückel kreit, oder was? Und der Petrus fängt an, heftig an zu weinen, weil er erinnert sich in dem Moment, dass Jesus ihm das vorher gesagt hat. Jesus hat ihm vorher gesagt, wenn der Hahn kreit in dieser Nacht, hast du mich schon 3-mal verleugnet. Und der Petrus realisiert, was er gemacht hat und er fängt bitterlich an zu brüllen. Der grosse Petrus ist gescheitert. Der grosse Hauptapostel. Das Fundament der ersten Kirche ist kläglich gefehlt. Ich möchte lesen, den Moment, wo Jesus ihm das vorhersagt im Garten Gethsemane. Das ist mega interessant. Jesus sagt in Matthäus 26, Vers 31-35, zu allen Jüngern übrigens, ihr alle werdet in dieser Nacht an mir zu Fall kommen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Nur schnell als Zwischenbemerkung, nochmal eine Folie zurück, als Zwischenbemerkung, es geht doch nicht nur um Petrus.
Er sagt, ihr alle werdet an mir zu Fall kommen. Und jetzt, mega interessant, wieder das Wort zu Fall kommen. Skandalizo. Ihr alle werdet an mir, Jesus, stolpern. Ihr alle werdet an mir auf die Fresse fliegen. Ihr alle kommt an mir, an dem Stein vom Anstoß, zu Fall. Und jetzt heißt es im nächsten Vers, der Petrus gehört das, Petrus antwortet ihn, wenn alle zu Fall kommen, ich werde niemals zu Fall kommen. Jesus sagt zu ihm, Amen, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Da sagt Petrus zu ihm, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und jetzt kommt nochmal der wichtige Satz, der für uns interessant ist. Ebenso redeten alle anderen Jünger. Manche stimmen das einfach auf Petrus abschieben, was da passiert, aber alle Jünger sind an Jesus zu Fall gekommen. Und alle haben gesagt, mir passiert das nicht, oder? Und wo der Petrus hört, dass der Hahn kräht, und er hat ihn 3-mal verleugnet, und wo der Petrus sich erinnert an das, was Jesus ihm vorher gesagt hat, erlebt er die grösste Desillusion und Enttäuschung über sich selber. Das, was er nie für möglich gehalten hat, ist ihm selber passiert. Vielleicht hast du das auch schon gesagt oder gedacht und du hast gesagt, also das passiert mir sicher nie. Und es ist dir doch passiert. Vielleicht hast du die Storys gehört von Leitern und Pastoren oder was auch immer. Und du hörst ihre Geschichte und hörst von ihrem Fail und du sagst, also, das gibt es doch nicht. Das passiert mir sicher nie. Wie heißt der Spruch? Wein predigen und Wasser trinken, oder was? So ein Heuchler. Das passiert mir sicher nicht. So ein Crash wie der angelegt hat, das passiert mir nie. Und ich sage dir, wenn du so redest, stehst du auf gefährlichem Grund. Weil dann machst du den gleichen Fehler wie der Petrus. Wir denken, wir sind ein Fels. Petros. Ein unerschütterlicher Fels in der Brandung, oder? Sie können links und rechts neben mir crashen, aber ich bin ein Fels. Mir passiert das nicht, auch wenn alle anderen fehlen. Ich bin sicher und standfest. Der Petrus hat gedacht, ich bin der Fels, ich bin der Rock oder I'm the man. Aber der Petrus hat etwas Grundsätzliches falsch verstanden, was er nach der Auferstehung von Jesus richtig verstanden hat und was wir auch lernen müssen, was wir auch begreifen müssen. Schau, Folgendes. Der Fels, auf den die Kirche gegründet ist nicht der Petrus, sondern Jesus Christus allein. Das Fundament von deinem Glauben kann kein Leiter, kein Pastor, kein Pfarrer, kein Priester, kein Freund. Das Fundament von deinem Glauben kann nur Jesus allein sein. Er allein ist der Fels von deinem Glauben. Er allein ist das Fundament von deinem Glauben. Schau, Menschen machen Fehler. Leiter machen Fehler. Auch die einflussreichsten Pastoren auf dieser Welt sind auch nur, und jetzt muss ich die enttäuschen, nur Menschen. Und sind alle auf Gottes Gnade angewiesen, wie du und ich. Wir sind alles Sünder. Manchmal sind wir so enttäuscht und desillusioniert über eine Person, die gefehlt hat. Und wir sagen, was, diese Person hat das gemacht, das gibt es doch nicht, oder? Und wir denken, wie hätte das noch passieren können? Und ich sage dir, das ist das Problem von unserer Celebrity Culture.
Wir hypen gewisse Personen auf ein Podest auf und setzen unsere Hoffnung auf diese Person und wir feiern Personen ab. Warum machen wir das? Weil das auch erfolgreich ist. Das gibt dir auch eine Identifikation, oder? Auch nach außen. Und du weißt wie, diese Person ist unser Mann oder unsere Frau und wir hypen die jetzt und stellen sie auf ein Podest, oder? Und das Problem ist, ganze Firmen oder Organisationen oder Kirchen bauen dann auf diese Person. Und das tragische Problem ist, dass wenn die Person an der Spitze von so einer grossen Kirche einen Fehler macht, wird der Fehler totgeschwiegen und verheimlicht, weil die Person symbolisiert den Erfolg von dieser Organisation. Verstehst du? Die Person muss perfekt sein, weil sonst geht die Brand kaputt, der Name nimmt Schaden, oder? Und das ist das Problem. Oft werden die Opfer von so moralischen Fehlern werden totgeschwiegen und man tut das verheimlichen und auf die Seite tun, weil man sagt, nein, die Brand, die Marke, der Name muss geschützt werden, oder? Weil alles an einer Person hängt. Und das ist ein riesiges Problem und ich möchte uns heute enttäuschen. Niemand ist perfekt. Wir sind alle Menschen. Wir alle gehen aufs WC. Wir alle müssen spülen. Verstehst du, was ich meine? Wir sind alles Menschen und Sünder. Und jetzt, wie müssen wir denn Jesus richtig verstehen? Meine Zeit läuft mir davon. Irgendjemand hat eine doppelte Geschwindigkeit eingestellt dort hinten. Okay. Ja, okay, danke. Wie müssen wir Jesus verstehen? Genau. Er sagt, Petrus, du bist der Fels. Auf das Fundament baue ich meine Kirchen. Oder? Was heisst denn das? Wie müssen wir das denn verstehen, richtig? Und du darfst nicht vergessen, was Petrus gerade vorher gemacht hat. Der Petrus hat vorher bekennt, du bist der Messias, der Sohn vom lebendigen Gott. Und Jesus sagt, wow, das haben dir nicht Menschen offenbart, nicht Fleisch und Blut, sondern Gott hat dir das offenbart. Auf diesen Fels werde ich meine Kirche bauen. Auf das Bekenntnis, liebe Freunde. Sein Bekenntnis, dass Jesus der Messias ist und der Sohn von Gott. Das ist der Fels, worauf Jesus und Gott seine Kirche baut. Es ist nicht das Bekenntnis es ist das Bekenntnis es ist das Bekenntnis, das die Grundlage der Kirche ist. Nicht der Petrus ist der Messias, sondern Jesus allein. Schau, das ist natürlich theologisch hoch umstritten. Es gibt Kirchen und Denominationen, die sagen, nein, die katholische Kirche zum Beispiel, nein, die sagen, Jesus hat wirklich gemeint, der Petrus ist das Fundament der Kirche. Oder? Und das ist exegetisch auch gar nicht so eindeutig. Du kannst es so auslegen und so auslegen. Und die sagen, nein, der Petrus ist das Fundament der Kirche. Der erste Papst, oder? Und es ist auch berechtigt nicht mehr durch, weil der Petrus ist der Hauptleiter gewesen. Er ist enorm einflussreich gewesen. Es ist auch an ihm vieles gegangen, oder? Er ist eine Schlüsselperson gewesen. Aber spätestens, wenn du die Bibel sonst noch aufschlägst, wird deutlich, dass es nicht sein kann, dass Jesus sagt, der Petrus ist das Fundament der Kirche, sondern Jesus selber ist das Fundament der Kirche. Sogar der Petrus selber in seinem Brief schreibt das, dass Jesus der Fels ist. Und das hat er verstanden im 1. Petrus 2, 4-8. Wenn ihr zu ihm hintretet, zum lebendigen Stein, da redet er von Jesus und nicht von sich selber, der von den Menschen zwar verworfen wurde, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, dann lasst euch selbst aufbauen als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Für den Petrus ist ganz klar gewesen, nach der Auferstehung von Jesus, Jesus ist der Stein. Jesus ist der lebendige Stein. Und was wir machen können, wir können antreten als lebendige Stein und uns aufbauen darauf. Oder? Wir können da drauf gehen und dann baut Jesus sein Haus, seine Kirche und wir sind als lebendige Steine werden eingepflanzt und wir sind lebendige Opfer sozusagen. So wie auf dem Altar von dem Stein, wo wir drauf liegen. Aber Jesus ist das Fundament der Kirche. Jesus ist das Fundament. Er ist der Eckstein. Er ist das, was das Fundament ist. Und der Petrus hat das am Schluss von seinem Fail verstanden. Wo Jesus ihm begegnet ist, Jesus hat gewusst, der Petrus hat gewusst,
Wenn ich das Fundament wäre von der Kirche, dann wäre das Projekt Kirche crashed, bevor es eigentlich erst angefangen hat, oder? Das hat der Petrus verstanden. Und dann im nächsten Vers sagt er so etwas Unglaubliches, in Vers 6. Denn in der Schrift wird festgehalten: Siehe, ich setze auf Zion einen auserwählten, einen kostbaren Eckstein. Wer auf ihn vertraut, wird nicht bloßgestellt werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für jene aber, die nicht glauben, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist ein Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und des Ärgernisses. Petrus redet hier über Jesus. Jesus ist der Eckstein von dem neuen Gebäude. Und er sagt, es gibt zwei Alternativen mit dem Jesus. Entweder der Stein ist kostbar für dich und das Fundament von deinem Glauben und du magst den Stein, oder er wird für dich zum Ärgernis. Und da haben wir das Wort wieder, Skandalon, das ich vorher gesagt habe. Skandalizo. Entweder der Stein ist das Fundament von deinem Glauben und du findest es toll und du wirst nicht so beschämt, wenn du hier ankommst, oder er wird zum Anstoß, ein Stolperstein. Oh, entweder passiert das und du gehst auf die Fresse. Und es gibt wie zwei Alternativen bei dem Jesus. Entweder hast du das Gefühl, wie der Petrus gecheckt hat und falsch verstanden hat, du hast das Gefühl, ich bin der Stein. Ich bin der Rock. Ich bin der Mann, oder? Und dann musste er die schmerzhafte Erfahrung machen, dass er an dem Jesus zu Fall kommt und auf die Fresse fliegt. Alle werden in dieser Nacht an mir zu Fall kommen. Alle werden über mich stolpern. Er hat gemeint, ich bin der Fels, aber nein, Jesus ist der Fels. Er hat gemeint, er ist der Rock, nein, Jesus allein ist der Rock und Hoffnung. Genau. Schau, es gibt bei Jesus nur zwei Alternativen. Es gibt zwei Optionen, wie du Jesus kannst begegnen. Entweder der Stein ist kostbar für dich und wird zu deinem Fundament und du lässt dich aufbauen auf diesem Fundament. Oder er wird zum Anstoß für dich. Jesus selber redet eigentlich von diesem Eckstein. Und er bringt es noch ein bisschen radikaler auf den Punkt. Matthäus 21,44. Er redet über sich selber hier. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Entweder du gehst auf den Stein drauf und zerschellst, oder der Stein geht auf dich drauf und du wirst zermalmt. Was willst du? Du hast zwei Alternativen bei Jesus. Entweder ist der Stein unter dir, oder er ist über dir. Was willst du? Es gibt keine andere Alternative. Entweder ist der Stein unter dir und wird zu deinem Fundament in deinem Leben und du gehst auf die Knie und legst dein Leben an als lebendiges Opfer auf diesem Stein und sagst, Jesus ist mein Fundament, Jesus ist mein Fels. Und dein Ego zerschellt auf diesem Stein, weil du deinen Stolz abgibst hinten bei der Hintertür und kommst zu Jesus. Das ist die eine Alternative. Die andere Alternative ist, der Stein ist über dir. Dann denkst du, ich brauche kein Fundament. Ich bin mein eigenes Fundament. Ich brauche keinen Felsen anderen, der mir Halt gibt. Ich gebe mir selber Halt. Und wenn der Stein über dir ist, brauchst du den vielleicht, um andere Leute zu verurteilen, oder? Du tust andere Leute steinigen. Gestern hat mein Sohn, 1,5, meiner Tochter, die 3 ist, einen Stein, der war nicht so gross wie der, einen Stein ins Gesicht geworfen, oder? Ja, Theo, nein, das darfst du nicht machen, oder?
Das ist das, was passiert. Entweder der Stein ist unter dir oder über dir. Wenn er über dir ist, dann nimmst du ihn in die Hand und tust andere Leute verurteilen, andere, die fehlen, verurteilen. Und checkst nicht, dass du das Fundament, wo Jesus für dich wäre, selber bitte nötig hast. Und früher oder später gefällt der Stein auf dich selber und du crashst und dein Ego wird so zermalmt. Und es gibt 2 Alternativen, habe ich gesagt, bei Jesus. Und beide führen zum Gleichen. Dein Ego geht kaputt. Entweder du gibst es freiwillig ab oder es crasht. Aber dein Ego hat bei Jesus keinen Platz. Entweder du gibst es ab oder es wird crasht. Und das ist das, was Petrus passiert ist. Er hat gemeint, er ist der Fels und er ist kläglich gescheitert. Und manchmal müssen wir im Leben kläglich scheitern, dass wir verstehen, dass wir Jesus bitte nötig haben. Und checken, dass nur er unser Fels ist. Und das ist das, was der Petrus erlebt hat am Strand, oder? Petrus ist wieder am Fischen, halb depressiv, weil er seinen Freund und Meister verleugnet hat. Und Jesus begegnet ihm am Strand. Und was erlebt Petrus dort mit Jesus? Jesus fragt ihn 3-mal, liebst du mich? 3-mal, weil Petrus ihn 3-mal verleugnet hat. Und der Petrus weiß genau, was er ihn da anspricht. Er fragt ihn 3-mal, liebst du mich? Und der Petrus sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und nachdem er ihn 3-mal gefragt hat, sagt Jesus und Petrus, okay, dann hüt meine Schafe. Und er setzt ihn ein als Leiter der Kirche. Er tut ihn nicht beschämen, sondern er gibt ihm eine Berufung. Er wird nicht bloßgestellt, wenn er auf den Stein geht. Nein, er wird eingesetzt als Leiter. Aber der Leiter hat etwas verstanden. Der wahre Fels ist Jesus. Und das Fundament Jesus bedeutet Gnade. Das ist das Fundament von der 2., von der 3., von der 4., von der 5. Chance, von der 6. Chance, von der 7. Chance. Das ist das Fundament von der Church. Gnade. Das ist der Ort, wo wir Vergebung finden, auch wenn wir immer wieder fehlen. Das ist der Ort, wo deine Fehler aufgehoben sind. Und Jesus hat gewusst, mein Leiter von der Kirche, mein Hauptleiter muss das verstehen. Weil das ist das Fundament, der Eckstein, wo du entweder Trost findest und Vergebung findest oder dein Ego geht kaputt. Schau, das Fundament der Kirche ist Gnade. Und mir ist ganz wichtig, noch zum Schluss zu sagen, ich sage mit dem nicht, dass wir einfach die Fehler von diesen Leitungspersonen müssen kleinreden und totschweigen und einfach sagen, ja, der hat jetzt mal gefehlt, komm, das hat ja jeder ist ja Sünder, oder? Das ist nicht mein Punkt. Das ist eben genau das grosse Problem bei diesen grossen Organisationen, dass wenn so ein Leiter fehlt, dass man es dann totschweigt, weil der Brand auf dem Spiel steht, oder? Der Name. Und die grosse Schuld, die sich die Kirche auf sich ladet, ist, wenn man die Stimme der Opfer, die dort leiden darunter und wo Schuld erfahren, wo irgendwie etwas Schlimmes erfahren haben, dass man die auch totschweigt. Das ist ein riesiges Problem. Man schweigt Sachen tot, weil der Brand muss bewahrt werden. Und man sagt dann, es gibt ja Gnade, es gibt ja Gnade. Schau, viele Kirchen haben sich immense Schuld auf sich geladen, weil man den Fehler der Verantwortlichen totgeschwiegen hat, aber das Leiden der Opfer auch. Schau, die Kirche ist ein Haus der Gnade. Amen, das dürfen wir nicht vergessen. Aber es ist für die Täter so, aber auch für die Opfer. Und wir müssen lernen, mit beidem richtig umzugehen, weil sonst wird es richtig übel, oder? Aber wir müssen nicht mehr Stein werfen. Wir müssen nicht mehr Stein werfen. Wenn der Stein unter uns ist, haben wir keinen Bedarf mehr, um Leute zu steinigen und kaputt zu machen. Und ich möchte abschließen mit dieser Frage an dich heute. Wo ist Jesus in deinem Leben? Ist er unter dir als Fundament? Oder sagst du, ich brauche das Fundament nicht und Jesus ist irgendwo über dir, also immer. Was ist Jesus für dich? Bist du auf dem Stein oder unter dem Stein? Und wenn wir jetzt den Ostern feiern nächste Woche, lass uns die Frage stellen, die Jesus
Petrus die Frage gestellt hat. Er hat ihn gefragt, liebst du mich? Liebst du mich? Und wenn du kannst sagen, ja, dann ist ja dein Fundament. Ich möchte abschließen mit dem Zuspruch für alle Leute, die heute da sind. Auch vielleicht schaust du daheim zu oder per Video und du bist gescheitert, du bist gefailt. Ich möchte dir zusprechen. Gott ist ein Gott von der zweiten Chance. Gott ist ein Gott von der Gnade. Gott ist ein Gott, der dir alle Schuld vergibt. Er ist ans Kreuz gegangen, um uns weiß zu machen wie Schnee. Und wenn er den Petrus brauchen kann er auch dich brauchen. Und er kann mich brauchen. Amen. Lasst uns eine Kirche sein, wo Gnade das Fundament ist. Für die Täter, aber auch für die Opfer. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dürfen wir dich haben als Fundament in unserem Leben. Als Eckstein. Wo wir Trost finden und Vergebung finden. Ich bitte dich für all die Leute, die gefailt sind, dass du ihnen Zuversicht schenkst, dass du ihnen vergisst. Ich bitte dich für alle Leute, die das Gefühl haben, sie brauchen dich nicht, dass sie das erkennen, dass sie dich brauchen, Jesus. Du bist im Zentrum dieser Church, du bist das Fundament und du bist unsere Hoffnung. Amen.